Und jetzt könnten Sie mit den Kindern auch eine Gruppe hier zu diesen Bildern schicken und sagen, guck mal, welche Objekte auf den Bildern entdeckt ihr in der Ausstellung. Also zum Beispiel hier, das sind die Handwerker, da haben die was zu betrachten. Das sind zum Beispiel hier, ich zeige es Ihnen, das sind die Öfen, da ist eine Schaufel, da ist die Gießkanne. Ja, und da ist das, da sind diese Brenner, hinten das sind die Brenner hinten in der Abteilung Lampen und Leuchten. Die haben sie ja mitgestaltet. Ja? Oder hier zum Beispiel sind die Öfen und Herde. Da sind die Küchengeräte. Also das heißt, wer entdeckt auf diesem Bild mindestens 5 Objekte, so eine Zahl ist immer gut, wenn man die vorgibt, mindestens 5 Objekte, die er da hinten aussieht. Das heißt, was ist an den Häusern anders als bei Häusern hier? Ja, das sind zum Beispiel die Fensterläden hier gegen die Sonne, gegen die intensive Sonneneinstrahlung, also der Sonnenschutz hier beispielsweise, oder die Palmen, bitte Bäume dort betrachten, gerade so 4. Schuljahr, wenn die kommen, ne? Palmen ist doch was, also wo kommen die denn nur vor und. Ja, dann noch aber was. Ihr habt ja hauptsächlich mit Konfirmanden zu tun, ne? Ja, gut, aber dann auch mal Kleidung, dass viele barfuß gehen. Warum kann man denn barfuß gehen? Ist ja viel gesünder. Ja, denn es ist so warm, dass man sich dann nicht erkältet. Hier beispielsweise. Also das ist kein Ausdruck von Armut, sondern wir schätzen das ja im Sommer auch, wenn es geht. Und der Asphalt lässt das nicht zu. Früher sind die Kinder auch hier barfuß gegangen, in der Heide im Sommer. Ja, weil das viel gesünder war und man hat Schuhsohlen gespart. Das da zum Beispiel. Ne? Ich habe keine andere, die gefällt mir besser und sowas. Also ich soll 5 Texte einschreiben. In Kiswahili. Und dann können die anderen Mitschüler die 5 Texte suchen. Also, die muss man die Gruppen beschäftigen. Ja, Aufgaben stellen. So, das nächste. Bei diesem Bild, um es kurz zu machen, bei diesem Bild würden Sie genauso verfahren wie bei diesem Bild. Das gehört nämlich zu den Autos. Ja, was ist da anders? Da werden die Autos hergestellt, da ist die Lenkung, da wird aus Abfallblech Coca-Cola, können wir sagen, aus welchem Blech wird denn beispielsweise das Auto hergestellt? Wer hat es entdeckt da auf dem Bild? Da steht nämlich noch Cola drauf, da unten, also so Kleinigkeiten. Dann fangen die da an zu gucken. Nur bitte achten Sie darauf, dass niemand mit dem Finger drauf deutet. Das ist uns schon mal passiert und die Restaurierung war teuer. Haben Sie das so in Tansania irgendwo erlebt, dass Schulklassen so mitten im Dorf? Ja, ja. Kenn ich gar nicht. Nee, das ist wohl ein idealisiertes Bild. Achso, okay. Ja, meist sind die also auch da am Rand natürlich, okay. Schulklassen. Also mitten nicht auf der Plaza oder der Marktplatz. Das habe ich auch nicht erlebt. Okay. Ja. Aber die Sache ist interessant. Das heißt, wenn die Kinder, stellen Sie vor, die Kinder sitzen dann hier so die 30 und vor allem, wenn die alle auf das Bild gucken, haben sie zuerst einmal am Anfang Ruhe, wenn die kommen. Ja? Und dann können Sie überlegen, guckt mal einfach mal, was ist denn da anders? Da kann man mit den Bäumen 5 Beobachtungen, das ist immer ganz gut, weil man ja einer Hand abzählen kann, man vergisst nichts. Das ist ein kleiner Trick. Ja? Also 5 Beobachtungen. Einmal Palme, was wächst denn auf der Palme? Kokosnüsse. So, welche Früchte erkennt ihr denn noch? Das sind dann die Bananen. Dann ist noch was hier mit grün, das ist Zuckerrohr, das wissen die nicht, das da. Das kann man dann erklären. Ja, das ist Zuckerrohr. Apfelsinen kann man dann noch sehen, da trägt noch einer Bananen, also 3 bis 4 Dinge. So, und dann kann man fragen, erkennt ihr etwas, was ihr auch in der Ausstellung wiederfindet? Und da ist irgendwo jemand mit dem Holzroller. Ja, da ist er. Ne? Erkennt ihr ein Fahrzeug wieder? Wir müssen die da schon sich mit dem Bild näher beschäftigen. Also überall entdeckt man etwas in der Ausstellung. Es ist nur immer schwierig, wenn man das als Einstieg nimmt. Dann kann man sie ja noch nicht fragen. Also das würde erst dann... Ja, also Sie müssen ja Beobachtungsaufgaben stellen. Als Einstieg. Genau, aber dann waren Sie ja noch nicht in der Ausstellung. Nee. Ja gut. Da kann man sagen, in der Ausstellung ist ein Fahrzeug, das hier von Kindern benutzt wird. Guckt mal, ob ihr ein Fahrzeug entdeckt und das auch in der Ausstellung entdeckt. So irgendwas, ne, in der Richtung. Dann kann man sagen, was fällt dir dann noch auf? Übrigens, darauf muss ich auch hinweisen, in Kiswahili heißt Schule Schule. Das stammt aus der deutschen Kolonialzeit noch. Schule am Singi, Singi heißt Volk und Schule am Singi heißt Volksschule. Okay.
Und Kaole, Bagamoyo, also das ist Kaole, ist die Stadt Bagamoyo, wenn die fragen. In Ostafrika, das ist die erste deutsche Hauptstadt in Dar es Salaam gewesen. In Ostafrika. Ja, Tansania, Deutsch-Ostafrika. Also Schule, das stammt noch aus der deutschen Kolonialzeit und Msingi ist Volk. Schule des Volkes, glaube ich, heißt das übersetzt. Ja, Schuluniform, dann der korrekt gekleidete Lehrer, wie bei uns früher. Früher mussten also die Lehrer mit Schlips und Kragen gehen, denn der Lehrer war eine Autoritätsperson. Der war wert, so wie der Pfarrer früher. So Pfarrer, so wie heute in Schensindorf, das war früher undenkbar. Genau Oder, hier. Ja, ne, so, aber an den Kontrollen, oder Lehrer, bitte. Ja, Berufsuniform von Lehrern sind ja Jeans. Ne? Na gut, sie sind so ungefähr. Oh, jetzt mal nicht so sein. Ja, aber Lehrer sind also korrekt gekleidet. Als Vorbild. Als Vorbild, als soziales Vorbild. Das muss man sehen. Ich sage das jetzt nur im Nebensatz, nämlich Lehrer hier qualifizieren sich durch ihren sozialen Status, weil sie nämlich Wissen vermitteln, nicht durch ihre pädagogische Kompetenz. Der Lehrer schreibt nämlich an die Tafel, wie Sie es hier sehen, und die Schüler schreiben ab, da braucht man nicht viel pädagogische Kompetenz. Also auch dieser interaktive Unterricht ist nicht üblich, das kann man auch sagen. Ne? Ja, und da sehen Sie aber, die Kinder melden sich, also das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber es kommt auch vor. Ja? Es sind keine Fenster. Ja, es fällt auf, keine Fenster, warum? Da kann man über das Klima sprechen und. So, und dann gucken wir mal, wo ist denn da? Bei den Schulen gibt es ja mittlerweile Schulkioske. Wo holen sich denn die Schulkinder ihr Schulfrühstück? Aha, da ist einer, der holt sich da wohl eine grüne. Was ist das? Sie wissen das, was ist das wohl? Mango? Ich hätte auch Mango gesagt, aber den habe ich ganz Mango einfach. oder eine Frau, da gibt es noch was, Bananen können wir essen. Und das, was die Kinder besonders gerne essen, ist Zuckerrohr, weil das süß ist. Da ist die Frau, die bringt das Zuckerrohr, das kann man dann erklären, da kriegen die so ein Stück Zuckerrohr. Das ist umsonst da. Kannst du einfach nehmen. Die kosten noch nichts. Kosten gar nicht. Bananen? Nee. Total. Immer. Ja, ja. Bananen, Papaya, Avocado, Orange.